SRF Audio. Katja, du hast heute den Roman «Die schönste Version» mitgebracht von der 31-jährigen deutschen Autorin Ruth Maria Thomas. Es ist ein Debüt. Was für einen Klang hat das Debüt? Ist es schrill, zart oder melancholisch? Schon eher schrill. Eher schrill? Eher schrill. Und nicht von zart und melancholisch? Das hat es schon auch, aber da es auch stark so um die Jugendzeit dieser Protagonistin geht, da spielt dann auch so, wie sie in Clubs geht und so, die Musik, die sie dann eben beim Tanzen hört, eine Rolle. Und deshalb hätte ich jetzt am ehesten schrill gesagt. Okay, ich weiss jetzt schon, der Roman hat eine Protagonistin und er ist eher schrill. Und ich bin nachschauen, Ruth Maria Thomas hat als Sozialarbeiterin mit Jugendlichen gearbeitet. Sie hat am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig studiert. Sie ist Mitbegründerin vom erotischen Magazin Hot Topic. Das ist ein unglaublich spannender und auch weiter Fächer. Findet man da etwas auch im Roman? Auf jeden Fall. Also gerade auch dieses Thema Sozialarbeit, das spürt man durch ihre, dieses psychologische Feingefühl, das sie hat. Also sie kann total gut beobachten und ich glaube, ihr ist auch schon wirklich viel erzählt worden, was sie jetzt auch im Roman dann unterbringen kann. Sag mal noch rasch, ganz grob, was sind Themen? Das Kernthema ist häusliche Gewalt, also ein sehr schweres Thema, aber es gibt auch noch ganz viele andere Aspekte im Buch. Also es geht um Pubertät, es geht um Sex, es geht ums Frauwerden, ums Frausein, um Ostdeutschland. Ich kann hier noch ganz viel aufzählen. Ja gut, dann fangen wir doch einfach mal an. Die schönste Version, das Romandebüt von der Ruth Maria Thomas, das ist der Literaturclub 2 mit Buch, mit mir, der Franziska Hirsbrunner. Und mit mir, Katja Schönherr. Katja, ich habe gesehen, die schönste Version von der Ruth Maria Thomas ist kaum erschienen, für den Deutschen Buchpreis nominiert gewesen. Das ist eine grosse Ehre für einen Erstling. Was denkst du, warum hat das etwas auch mit der Geschichte zu tun, die das Buch erzählt? Ja, und wie sie umsetzt. Also da sind Inhalt und Form schon gut zusammengekommen bei dem Buch. Ich erkläre erst mal kurz, worum es geht. Und zwar ist die Hauptperson die Jella Nowak. Das ist die Ich-Erzählerin und die ist Studentin. Die ist jetzt so in ihren späten 20ern und ist eigentlich eine recht selbstbewusste, lebenslustige und auch ehrgeizige junge Frau. Sie lebt in einer ostdeutschen Kleinstadt zusammen mit ihrem Freund, der heißt Jannik. Und um die Ausgangssituation zu verstehen, würde ich sagen, wir hören mal kurz rein in den Roman. Ich hatte mir das alles anders vorgestellt. Jannik und ich hätten einfach nur in unserer schönen, hellen Wohnung gelebt. Viele Pflanzen, gesundes, kräftiges Grün. Wir hätten befreundete Pärchen gehabt, die zum Dinner zu uns gekommen wären. Wir hätten Dinner gesagt, nicht Abendbrot. Lunch, Dinner, das wäre uns ganz leicht von den Lippen gegangen. Eine erwachsene Beziehung. Ich hätte mit meinem Freund in der Küche bei einem Glas Wein gemeinsam Lasagne gekocht, mit Zitronenpfeffer. Unsere Gesichter wären rötlich gewesen von der Hitze der Herdplatten, dem Wein und unseren angeregten, sogar philosophischen Gesprächen. So hätte es sein können. Stattdessen liege ich hier in meinem alten Kinderzimmer mit pochendem Hals und einem entrückten Gefühl. Alles kaputt, keine Scheißlasagne. Ja, das klingt jetzt nicht gerade gut. Das muss nach der schönsten Version von einer kuscheligen Paarbeziehung ein harter Bruch sein irgendwie. Und es ist ja auch komisch, dass die Protagonistin, wie heisst die? Jella. Dass die Jella wieder in ihrem Kinderzimmer ist. Nee, den Schritt zurück macht man meistens nicht so freiwillig. Und die Frage ist auch, warum liegt sie in diesem Kinderzimmer mit pochendem Hals, wie es beschrieben ist. Es ist nämlich so, dass die Jella gerade Traumatisches hinter sich hat. Und zwar hat ihr Freund, also der Jannik, sie im Streit gewürgt und ihr gedroht, sie umzubringen. Sie hat es dann gerade noch geschafft zu entkommen, indem sie ihm mit einer Pfeffermühle auf den Kopf geschlagen hat. Und dann ist sie rausgerannt, wo zum Glück gerade eine Passantin vorbeikam, die ihr geholfen hat. Eben, und jetzt ist sie zu Hause in der Wohnung ihres Vaters, liegt im Bett und lässt Revue passieren, was passiert ist. Und jetzt also beim Lesen erfährt man in diesen Rückblenden, wie es da zu dieser Situation, zu dieser gewaltvollen Auseinandersetzung gekommen ist. Und es ist so, dass es in dieser Partnerschaft doch schon oft heftige Streits gegeben hat. Jannik ist auch früher schon handgreiflich geworden, aber so weit gegangen, dass er sie beinahe umgebracht hätte, war er bisher noch nicht.
das scheint irgendwie so eine klassische Entwicklung zu sein, dass sich in so einer gewalttätigen Beziehung dann so etwas wie eine Spirale durchabentwickelt. Genau, und was eben auch fast in Anführungsstrichen ein bisschen klassisch ist, ist, dass die Jella sich jetzt fragt, ob sie nicht selber schuld ist, ne? Ob sie das Ganze nicht provoziert hat. Also das fand ich auch beim Lesen nochmal sehr, sehr spannend, dass die Jella eine ambivalente Figur ist. Sie hat Jannik oft provoziert, sie hat ihn auch betrogen. Dass das kein Grund ist, sie zu schlagen oder zu würgen, das steht für uns jetzt von außen betrachtet völlig außer Frage. Aber wie sie da eben in ihrem Kinderzimmer liegt, fragt sie sich trotzdem, ob sie das nicht sozusagen heraufbeschworen hat. Ich habe mit Ruth Maria Thomas über das Buch gesprochen und sie hat mir dann gesagt, dass es ihr beim Schreiben auch sehr wichtig war zu zeigen, dass Jella, also das Opfer, dass sie eben auch Ecken und Kanten hat. Ich wollte sie einfach zu einem Menschen machen tatsächlich, der auch Fehler hat und auch Abgründe kennt. So, also das war mir ganz wichtig, weil Jella ja auch genau damit dann gehadert hat. Sie hat ja dann auch für sich selbst gesagt so, oh Gott, aber ich habe doch mit dem Geschäftspartner geschlafen, aber ich habe ihn doch provoziert, als sie da in ihrem Kinderzimmer sitzt und überlegt, ob sie jetzt zu Jannik zurückgehen soll oder nicht. Aber dass das trotzdem überhaupt kein Grund ist und keine Rechtfertigung, ihr die Hände um den Hals zu legen und zuzudrücken. Das wollte ich unbedingt aufzeigen, dass egal mit wie vielen Geschäftspartnern von Jannik sie geschlafen hätte, dass es ihm niemals das Recht gegeben hätte, diese lebensbedrohliche Gewalt anzuwenden oder überhaupt Gewalt anzuwenden. Ja, das ist, glaube ich, Basics, oder? Also, dass es das Recht absolut nicht gibt, außer in der Selbstverteidigung. Erzähl mir doch mal ein bisschen etwas vom Jannik, also vom Mann, vom Täter. Also zuerst mal, man sieht dem nicht an, dass er sich nicht unter Kontrolle hat. Ne? Es ist ein sehr gebildeter junger Mann, er interessiert sich für Kunst. Aus der angestrebten Künstlerkarriere ist nichts geworden. Darunter leidet er auch ziemlich. Das ist auch was, womit sie ihn dann im Streit manchmal provoziert. Er hält sich jetzt mit Handwerkerjobs über Wasser und ja, am Anfang ist das so eine richtige Friede, Freude, Eierkuchen-Beziehung. Ne? Morgens, bevor er das Haus verlässt, hinterlässt er Jella noch kleine Liebesbotschaften oder irgendeine Zeichnung. Also er tut die Sachen, die eben schön sind in der Beziehung am Anfang. Und trotzdem hat Jella aber eben schon früh das Gefühl, sich immer so ein bisschen verstellen zu müssen, um ihn nicht zu enttäuschen. Also er hat vom Typ her so eine gewisse Strenge oder auch so Prinzipien. Und auch als er sie noch nicht geschlagen hat, hat sie schon immer versucht zu vermeiden, dass er sauer wird. Eine Szene ist da zum Beispiel am Anfang der Beziehung, da fragt er sie nach der Anzahl ihrer bisherigen Sexualpartner. Und die wahre Antwort wäre 13 gewesen, aber Jella weiß genau, dass ihn diese Antwort enttäuschen würde. Und deshalb reagiert sie anders, nämlich so, wie sie denkt, dass es von ihr erwartet wird. Ich halte mich an das Drehbuch für Frauen. Meine Biografie: ein Freund, plus einmal Sex aus Liebeskummer, plus einmal eine Romanze mit einem, der sich dann nicht mehr gemeldet hatte. Das klang nachvollziehbar, realistisch. Nicht verklemmt, aber auch nicht verdorben. Mit 3 Männern, antwortete ich und senkte die Lider, als würde ich mich ein bisschen schämen. Er atmete fast geräuschlos aus. Fast. Es klang erleichtert. Also das klingt nach einem ziemlichen Murks, ja, da liegen 2 im Bett und lügen sich an und es ist einfach nicht ideal für einen Beziehungsanfang, weil man einander nicht kann sagen, wie es wirklich ist. Und dann finde ich die Frage übrigens auch total übergriffig. Mit wie vielen hast du geschlafen? Das geht einfach nicht. Man kann auch gar nicht richtig antworten. Und nein, natürlich, die Frage ist schon, die Antwort ist das eine, aber die Frage ist schon das Problematische. Mir hat im Buch der Begriff, diese Wortwahl Drehbuch für Frauen sehr gut gefallen. Und ich habe Ruth Maria Thomas mal gefragt, was sie genau damit meint. Ja, das Drehbuch für Frauen, das ist in der Zeit, in der Jella aufgewachsen ist, natürlich geprägt von vor allen Dingen auch Popkultur, ne? Also das ganze gesellschaftliche Denken war darauf ausgelegt, dass Frauen möglichst gut aussehen, möglichst freundlich sind und immer sexuell verfügbar, aber ohne schlampig zu sein. Eigentlich ging es die ganze Zeit darum, sich selbst zu optimieren, sich so glatt wie möglich zu bekommen, so dünn wie möglich, so geschminkt wie möglich, dass man quasi
immer wunderschön aussah und dazu noch freundlich war. Eine gute Freundin, nicht hysterisch, bloß nicht klammern. Es gab die Bravo Girl, in der es ganz, ganz viele so Aufgaben gab, wie man eine bessere Freundin wird, wie man lernt, nicht zu klammern, wie man es schafft, dass die Jungs auf einen stehen. Es wurde schon von ganz schön vielen Seiten an einer herumgezogen. Also kann ich alles unterschreiben, was Maria Thomas da sagt. Kenne ich selber auch. Sie redet jetzt immer in der Vergangenheitsform. Wann spielt denn Ihren Roman? Also überwunden ist die Zeit, die sie da beschreibt mit dem Glattrasieren und so weiter, wahrscheinlich noch nicht. Aber das, was sie jetzt beschreibt oder was auch im Buch vorkommt, das spielt in den späten Nuller und in den frühen 2010er Jahren. Und ich glaube, warum mich auch das Buch so berührt hat, ist, ich bin zwar noch mal ein paar Jahre älter als die Protagonistin oder auch als Ruth Maria Thomas, aber ich kann das alles so gut nachvollziehen, was sie beschreibt. Auch gerade dieses Aufwachsen mit der Bravo und mit diesen Artikeln, 10 Tipps, wie du attraktiver für deinen Schwarm wirst oder so schaffst du es, dass er dich will oder solche Aufgaben, wie sie auch gesagt hat, ne? Vermeide Eifersuchtsszenen. Also all diese Sachen, dieses Fokussieren darauf, dass man jetzt einem Jungen gefallen muss und dass es das Wichtigste ist, auf Gedeih und Verderb, dass man einen Freund bekommt, das kann ich eben noch nachvollziehen, weil ich genau so aufgewachsen bin mit dieser Bravo-Sozialisation. Und also zum Buch zurück, also von ihrem Kinderzimmer aus blickt Jella jetzt zurück und man erfährt, wie sie aufgewachsen ist, welche sexuellen Erlebnisse sie hatte, wie ihre ersten Beziehungen aussehen und man erfährt, wie Jella mit der Bravo und mit der Bravo Girl die geworden ist, die sie heute ist. Ja, ich denke aber, also das ist ja einfach auch eine Sozialisation. Also die Art und Weise, wie Mädchen aufwachsen, der Zwang, etwas darzustellen, über die ganze Selbstoptimierung, die Ruth Maria Thomas vorher ja davon erzählt hat, das gibt's ja seit, ich weiss nicht wie lange. Früher hat es anders gegeben als Bravo, aber es hat es genauso gegeben. Also, ich denke, das ist ein Teil, oder? So wachsen wir alle auf. Die Männer sind ein bisschen anders aufgewachsen, aber auch also in einer Schiene. Warum bleibt dann die Jella bei ihrem Jannik? Sie hat dieses ungute Gefühl, ne? Aber sie kann das nicht benennen und nicht einordnen. Das ist auch was ich so gut nachvollziehen konnte. Dass man merkt, eigentlich ist das nicht in Ordnung, was hier läuft. Aber sie hat noch keinen Sinn für dieses, so muss das aber nicht sein. Sondern für sie ist dieses Verbiegen müssen für den Freund völlig normal. Obwohl sie eigentlich eine ganz kluge junge Frau ist. Noch ein anderes Beispiel. Einmal sonnt sie sich oben ohne am Badesee. Da muss man vielleicht noch mal dazu sagen, dass das Ganze in Ostdeutschland spielt. Das ist dann normal gewesen, oder? Ja, ist auch bis heute noch, ist man da ein bisschen freizügiger in solchen Dingen. Und jedenfalls verbietet ihr dann der Jannik das oben ohne Sein. Und das wäre was man heute als Red Flag bezeichnen würde, ne? Also man würde sagen, das ist ein Warnzeichen, dass jemand ungesunde Besitzansprüche an den Körper einer Frau stellt. Aber das ist halt heute und damals gab es noch keine Begrifflichkeiten für all das. Also das Ganze spielt ja vor MeToo. Jetzt mit dem heutigen Wissen und auch nach MeToo und nachdem sich der Diskurs darum ein bisschen verändert hat, wir Begriffe kennen wie Red Flags oder sexuelles Eigentumsrecht oder diese ganzen Sachen, strukturellen Sexismus benennen können. Wäre das vielleicht ein anderes Buch gewesen, weiß ich jetzt nicht genau. Aber damals gab es in Jellas Kosmos für diese Gefühle gar keine Worte, gar keine Sprache, die es ihr ermöglicht hätten, diese Gefühle richtig zu benennen und einzuordnen und daraus Konsequenzen zu ziehen. Also eben, es gibt keine Sprache oder es hat keine Sprache gegeben. Das kann ich gut nachvollziehen. Du hast einmal gesagt, Katja, dass die Jella und der Jannik am Anfang total verliebt waren. Wie ist es dann gekippt? Das dauert Jahre. Also sie ziehen zusammen und Jella passt sich in dieser ganzen Zeit immer mehr an ihn an. Sie isst zum Beispiel kein Fleisch, weil er Vegetarier ist, obwohl sie Fleisch wahnsinnig gerne mag. Sie hört auch nicht mehr die Musik, die sie gerne hört und so weiter. Und nach entwickelt sie dann so Übersprungshandlungen, weil sie sich selbst die ganze Zeit so verleugnet. Also wenn er mal nicht da ist, feiert sie regelrechte Fleischorgien zu Hause, ne? Und dieses
immer wieder Unterdrücken der eigenen Bedürfnisse oder des eigenen Wesens, das sorgt dann dafür, dass es im Streit wirklich aus ihr herausbricht und sie ihm dann Dinge an den Kopf wirft, von denen sie ganz genau weiß, dass sie ihn verletzen. Also sowas wie, dass er nicht das Zeug zum Künstler hat und eben deshalb gezwungen ist, sich mit Handwerkeraufträgen zu finanzieren. Solche Situationen sind das eben. Ja, und irgendwann schlägt er sie dann ein erstes Mal, dann immer wieder. Und nach diesen Ausrastern sagt er dann auch, das beweist ja nur, was für ein leidenschaftliches Paar die beiden sind, dass sie ihre Liebe wirklich leben und dass das eben auch was Außergewöhnliches ist. So eine hässliche Geschichte. Wieso heißt denn der Roman Die schönste Version? Das ist ein sehr passender Titel, wie ich finde. Es gibt verschiedene Gründe dafür, die erfährt man alle im Lauf des Buchs. Aber ein Grund wäre zum Beispiel, dass sie, also Jella, eben versucht, die schönste Version von sich selber zu sein. Ne? Am Anfang, um Jannik zu gefallen und später dann, um zu vermeiden, dass er ausrastet. Es klingt auf jeden Fall nach einem sehr facettenreichen, vielleicht manchmal auch ein bisschen schwierigen Roman. Was hat dir denn besonders daran gefallen? Es ist wirklich das psychologische Gespür von Ruth Maria Thomas. Also sie kann wahnsinnig gut Momente beschreiben, in denen die Stimmung dann ganz plötzlich wegen irgendeiner Kleinigkeit kippt. Also das hat sie wirklich drauf. Und das andere, warum ich so angetan bin, ist ihre Sprache. Also der Tonfall dieser Jella ist ganz direkt, manchmal regelrecht rotzig. Und ich habe das selten so gelesen und musste auch beim Lesen das eine oder andere Mal schlucken. Also da sind Sachen drin, die ich noch nie irgendwo gehört habe. Gerade auch was die Beschreibung weiblicher Körperlichkeiten angeht. Also diese Direktheit ist schon was Seltenes. Ein Beispiel, und das Wort kommt mir jetzt gar nicht so leicht über die Lippen. Also ein Beispiel ist zum Beispiel das Wort Muschibrösel. Das verwendet sie als Beschreibung für getrockneten Ausfluss in der Unterhose von Jella. Tja, so ist es halt. Also es tönt sehr nach der Normalität, einen Namen geben, Sachen benennen. Ja, Sachen, die eine Frau 5-mal am Tag sieht, einfach zu benennen. Und das ist das, was mir so gefallen hat. Das Buch kommt nicht daher mit Huhu, ich will schockieren, hier wird's dreckig, schaut mal her, sondern es ist beiläufig, es ist da eingeflochten, wo es Sinn macht in der Geschichte. Und Ruth Maria Thomas hat mir zu dem Thema dann übrigens auch noch erzählt, dass es sie stört, dass man in Büchern von männlichen Körperflüssigkeiten sehr oft liest. Aber wenn es dann um den weiblichen Körper gehe, dann empfänden das viele sofort als unangenehm oder unangebracht oder eklig. Das ist ganz schlimm, weil Sperma hat man schon 1000-mal gelesen, ne? Überall ist dieses Sperma. Aber die weibliche Körperlichkeit, das ist immer noch so unter Verschluss gehalten. Das ist in der Literatur wirklich häufig der Fall und eigentlich super traurig. Und ich habe leider auch schon, was das angeht, Kritik bekommen auch von Frauen, die geschrieben haben, ja, wenn es doch um so ein Thema geht, dann möchte ich doch nichts über Muschibrösel, über Körperflüssigkeiten lesen. Und ich mir denke, aber genau das ist ja mit Teil des Problems. Dass das einer Frau in so einer Lage, die gewürgt wurde von ihrem Partner und im Kinderzimmer sitzt und nicht mehr weiter weiß und nur 3 Unterhosen eingepackt hat und die nun alle schmutzig sind und doppelt getragen, weil sie keine Kraft hat, die zu waschen, das gehört doch dazu. Und wenn wir dieser Frau das absprechen, dass sie das fühlen und denken und erleben darf, dann ist es noch ein sehr, sehr weiter Weg zu gehen. Finde ich sehr berührend, muss ich sagen. Mit diesen 3 Unterhosen, ich kann mir das genau vorstellen. Um jetzt mal ein Fazit oder eine Zwischenbilanz zu ziehen. Also, die schönste Version von der Ruth Maria Thomas ist eine Mischung, sagst du, aus einem Coming-of-Age-Roman, ein Buch über eine Beziehung, die gewalttätig wird und das alles in einer sehr direkten Sprache geschrieben. Genau, ich würde dann jetzt auch noch hinzufügen, dass es ein feministischer Roman ist, weil wenn man es gelesen hat, sieht man so Sozialisationsmuster, bekommt man so aufgezeigt, von denen wir hoffentlich dann doch bald mehr und mehr wegkommen. Ich würde aber unbedingt auch noch hinzufügen, dass es ein Buch über Sex ist. Also es ist tatsächlich ein Merkmal dieses Buchs, dass viele Sexszenen vorkommen. Und auch dafür hat Ruth Maria Thomas ein Händchen. Also über Sex zu schreiben ist ja nicht das Einfachste und das geht auch oft schief. Aber ihr ist es wirklich extrem gut gelungen, für schöne wie schlimme Sexszenen Worte zu finden. Also
Sie beschreibt ja auch in Rückblenden die ersten sexuellen Erfahrungen von Jella und dann auch das Sexleben mit Jannik. Und da muss man dazu sagen, dass am Anfang noch keine Gewalt im Spiel waren und dass das wirklich schöne Sexszenen sind. Und weil eben diese vielen Sexszenen regelrecht ein Merkmal dieses Buches sind und auch weil ich wusste, du hast es am Anfang gesagt, dass Ruth Maria Thomas ein Magazin für erotische Literatur mitgegründet hat, habe ich gedacht, ich stelle ihr doch auch mal ein paar Fragen zum Schreiben über Sex. Okay. Frau Thomas, gibt es irgendeine Sexszene aus der Literatur, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist? Ja, sogar ein ganzes Buch voller verschiedener Sexszenen. Und zwar hat Doris Anselm einen ganz, ganz tollen Roman geschrieben. Hautfreundin heißt der. Und es sind so viele kleine Kurzgeschichten mit so sexuellen Erlebnissen aus weiblicher Sicht geschrieben. Und dieses Buch war für mich wie ein Schätzchen, weil ich das vorher noch nie so gelesen habe in der Literatur. Also aus weiblicher Sicht meine ich jetzt, ne? Es gab immer ganz viele Andeutungen, aber dann, wenn es spannend wurde, war Schluss quasi mit der Szene und ich dachte, oh nein. Und deshalb war das Buch von Doris Anselm total toll, weil da wirklich ausgeschrieben wurde, die ganze Körperlichkeit, nichts wurde ausgespart. Und das hat extrem viel Spaß gemacht zu lesen und mir auch Mut gemacht, dass das möglich ist. Wenn Sie sexuelle Szenen beschreiben, worauf achten Sie da? Ja, also mir ist wichtig, dass ich es nicht ausstelle. Also, dass ich es nicht so voyeuristisch schreibe, wie von außen beobachtet, sondern dass ich wirklich versuche, mich in die Situation hineinzuversetzen und dass es möglichst unmittelbar bleibt. Was macht denn, das ist ja immer so die Gefahr, was würde eine Sexszene denn peinlich machen beim Lesen? Ja, also ich glaube, was das peinlich machen würde, wäre, wenn man versucht, ein Porno nachzuschreiben. Also wenn man versucht, so eine künstliche Atmosphäre herzustellen und sich unbedingt ganz doll bemüht, so, jetzt schreibe ich eine Sexszene und es muss richtig geil werden. Dann gerät man nämlich ganz oft, so tappt man in die Falle, dass man versucht, was Künstliches zu schreiben. Mein Trick war wirklich, dass ich gedacht habe, okay, ich schreibe ja auch darüber, wie sie isst, wie sie Fleisch isst. Ich schreibe, wie die Mädels schwimmen gehen. Ich schreibe, wie sich das kalte Wasser auf der Haut anfühlt im Fluss. Also schreibe ich jetzt auch über Sex ganz normal, wie er halt zum Leben dazugehört, ohne ganz viel Tamtam drum zu machen. Und habe so diesen Schreibfluss genommen, dass ich einfach gesagt habe, okay, es gehört dazu. Ich spare das nicht aus und deshalb schreibe ich es einfach auf. Ich habe eben nicht in Metaphern geschrieben oder versucht, den weiblichen Körper, wie es ja so oft in der Literatur gemacht wird, mit Landschaften zu vergleichen oder so, sondern bin ganz nah am Körper geblieben. Ja, und also eben, Sie sind ja einfach schon explizit, also dann werden halt die Körperteile benannt. Genau, ja, so sind ja Körperteile. Finger benenne ich ja auch so. Da denke ich mir auch keine Metapher für aus. Deshalb habe ich einfach versucht, das genauso zu behandeln. Wie merken Sie denn, okay, die stimmt jetzt die Szene? Das merke ich vor allen Dingen daran, wenn ich es lese und selber nicht zusammenzucke, weil es mir irgendwie peinlich ist, sondern wenn ich es lese und gut lesen kann. Also ohne, dass es irgendwie an irgendeiner Ecke kneift und ich denke, um Gottes Willen. Sondern sagen kann, ja doch, hinter diesem Text, da stehe ich. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss ich da nochmal ran. Ja. Wie geht's Ihnen denn, wenn Sie bei Lesungen solche Szenen vorlesen? Ja, das versuche ich zu vermeiden, weil so cool, wie ich im Schreiben tue, bin ich dann, wenn es ums Vorlesen geht, doch nicht so. Merke es schon noch da auch, wie meine eigene Scham da losgeht und ich rot werde und die Worte, die ich so leichtfüßig im Buch benutze, die mir dann überhaupt nicht leicht über die Lippen gehen. Die ist toll. Sehr sympathisch. Ja. Ich denke, es ist eine riesen Herausforderung, ohne Klischees und ohne Metaphern über Sex zu schreiben, auch vor dem Hintergrund, dass ja seit Menschengedenken über Sex geschrieben wird. Das muss man sich immer mal wieder sagen. Stimmt, aber es ist noch nicht normal, ne? Nein, absolut nicht, genau. Ich möchte jetzt bitte etwas hören. Habe ich dich heiß gemacht? Ja, genau. Ja, ich habe natürlich eine Szene mitgebracht, eine kurze und auch vergleichsweise harmlose. Die spielt in der Anfangszeit der Beziehung zwischen Jella und Jannik, ja, als alles noch schön und voller Schmetterlinge war. »Geht's dir gut?« flüsterte er mir ins Ohr, nachdem ich mich keuchend auf die Seite gedreht hatte, nachdem er seine Hand aus mir herausgezogen hatte, nachdem er mich mit dieser zum Stöhnen, Schwitzen, Schreien gebracht hatte. »Mir geht's richtig gut«, brachte ich hervor.
Also du bist richtig gut. Wie viele Finger waren das denn? Er biss mir in die Schulter. 2? Nur 2? Ja, das wie gesagt eine Szene aus dem Anfang der Beziehung, als es noch gut lief zwischen den beiden, bevor dann das Grauen begann und Jella sich in ihr Kinderzimmer flüchten musste. Also das ist quasi der Ausgangspunkt von «Die schönste Version». Ich fasse jetzt zusammen, Katja. Die schönste Version ist eine Mischung aus Coming-of-Age-Roman und einem Buch über eine Beziehung, die gewalttätig wird, habe ich schon gesagt. Und es ist außerdem ein feministischer Roman und ein Roman über Sex. Und das alles in einer angenehmen und selten direkten Sprache. Ja, und es ist aber auch ein Buch über soziale Klassenunterschiede und über Ostdeutschland. Also es kommt noch ganz, ganz viel dazu. Okay, stopp jetzt mal. Ich denke, die uns zuhören und Lust haben, das Buch zu lesen, die müssen ja auch noch etwas haben, zum neu entdecken. Natürlich. Ich will jetzt nicht alles vorkatschen. Nein, aber es ist wirklich ein facettenreiches Buch, das muss man wirklich sagen. Okay, das nehme ich so entgegen. Das war der Literaturclub 2 mit Buch, mit mir, der Franziska Hirsbrunner. Und mit mir, Katja Schönherr. Produktion Barbara Peter, Sounddesign Serge Krebs. Das Buch, über das wir gesprochen haben, heißt Die schönste Version. Geschrieben hat es Ruth Maria Thomas. Der Roman hat 270 Seiten und ist im Rowohlt Verlag erschienen. Die Passagen daraus hat die Schauspielerin Vera Bommer gelesen. Und alle Angaben zum Buch findet Sie auch nochmal unter srf.ch/audio und dort unter dem Stichwort 2 mit Buch. Das war ein Podcast von SRF, produziert im Auftrag der SRG.